Mit einem Gefühl von Ungewissheit sitzt sie am Flughafen. Ob die Reise wirklich das bringt, was sie sich von ihr verspricht? Klarheit für die weitere Zukunft, das wäre schön. Sie stammt aus einer Familie mit langer Weihnachtstradition. Sie hat sogar noch Windeln getragen, wo sie schon einen wichtigen Job während der Festtage hatte. Und seither hat sie nie etwas anderes gemacht. Das erste Mal in ihrem Leben zweifelt sie jetzt aber daran, ob das auch so bleiben soll. Der Blick auf die Anzeigetafel vom Flughafen verratet, dass in wenigen Minuten das Boarding startet. Das geografische Ziel dieser Reise? Sri Lanka. Viel weiss sie über den Inselstaat im Indischen Ozean nicht. Sie hat ihn nur ein paar Mal überflogen. Und das auch nur mit dem Finger über der Seite von ihrem Atlas. Aber es ist warm im Spätherbst, weit weg von daheim und Weihnachten bestimmt kein Thema. Bei ihrer Mini-Google-Recherche hat sie nämlich noch erfahren, dass der grösste Teil vom Land buddhistisch ist und die Minderheit etwa gleichmäßig aus Hindus, Moslems und Christen besteht. Nach einem 26-jährigen Bürgerkrieg soll Sri Lanka inzwischen ein Ort von Frieden und atemberaubend schöner Natur sein. Bevor sie ins Flugzeug steigen kann, will das Bodenpersonal noch einmal die Bordkarte und den Pass sehen. So einen Moment findet sie immer ein bisschen unangenehm. Weil der Name, der im Dokument steht, ist halt einfach der offizielle. Würde sie ihre tatsächliche drin haben, gäbe es viel zu viele unnötige Kommentare und Diskussionen. So kann sie das immerhin vermeiden. Meistens jedenfalls. Christina Infantile, Wäffelt die Frau in Uniform. aber nicht etwa verwandt mit dem Schafsäckel von der FIFA, oder? Christina ist gerade ein bisschen baff. Sie hätte zwar durchaus auf diesen Kommentar verzichten können, aber immerhin hat sie den bisher noch nie gehört. Sie schüttelt ein bisschen genervt, aber auch ein bisschen amüsiert ihren Kopf mit den blonden, lockigen Haaren und lässt sich kurz darauf auf ihrem Sitz im Airbus nieder. 10 Stunden, 3 Tomatensäfte und 2 Adam Sandler-Filme später spürt sie endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Für 2 Wochen bleibt sie jetzt da. In der ersten Woche ist Umreisen angesagt, in der zweiten Woche am Meer und am Pool rumliegen. An die Gastfreundschaft von dem Land können sie sich jetzt schon gewöhnen. Sie wird nämlich bei der Ankunft mit einer Blumenkette und einem freundlichen Ayubawan begrüßt. Während die Angewöhnung an die Kultur eine einfache zu sein scheint, gestaltet sich das Gewöhnen an die Luftfeuchtigkeit etwas schwieriger. Aber trotz einem durchgeschwitzten T-Shirt verspürt sie vor allem eins: eine grosse Zufriedenheit, da zu sein. In den darauffolgenden Tagen gibt es für Christina einiges zu sehen. Sie besucht buddhistische Tempel, bestaunt auf einer Safari unter anderem Elefanten, Leoparden und Co. und wird immer wieder aufs Neue daran erinnert, dass scharfes Essen da, im Gegensatz zu daheim, wirklich scharf ist. Weihnachten scheint da ganz weit weg zu sein. Und so fällt es ihr in den ersten Tagen auch leicht, alle mühsamen Gedanken, die überhaupt erst zu dieser Reise geführt haben, erfolgreich zu verdrängen. Wenn doch nur nicht ständig ihr Supervisor versuchen würde, sie telefonisch zu erreichen. Aber bisher hat sie es geschafft, auch das Sturmläuten zu ignorieren. In der zweiten Woche ist sie an ihrem Strandhotel angekommen und freut sich wie ein kleines Kind auf ein Bad im Meer. Dort weht aber die rote Flagge. Es ist erst der Anfang der Badesaison an der Westküste und der Indische Ozean ist noch nicht gleich freundlich wie die Einheimischen. Darum muss sie fürs Erste mit dem Pool Vorlieb nehmen. Auch wenn es nicht das Gleiche wie das Meer ist, Grund für schlechte Stimmung ist es genauso wenig. Wo sie auf dem Liegestuhl liegt und vermeintlich einen Anruf von einer Freundin entgegennimmt, ändert sich das aber. So, dein Handy also doch nicht kaputt? Es ist ihr Supervisor, der die Taktik geändert hat. Statt weiter mit der eigenen Nummer anzurufen und ignoriert zu werden,
hat er sich das Handy von einer Arbeitskollegin, sagen wir mal diplomatisch, ausgelehnt. Habe ich das richtig gehört? Du bist also kurz vor der heissen Phase in die Ferien geflogen. Einfach ein chillen, relaxen, chillaxen oder wie auch immer ihr Jungen sagen. Jung? Ich weiss, in meinem Pass steht, ich sei 25. Aber du weisst ja. Momentan fühle ich mich jedenfalls so alt, wie ich wirklich bin. Ich brauche ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Zeit ist in unserem Sortiment leider gerade mangelbar. Du weisst, wir stehen unter gehörigem Druck. Zudem ist es das erste Jahr unter dem neuen Papst. Da musst du mit deiner Erfahrung ein Vorbild sein und performen. Wir brauchen dich jetzt mehr denn je. Christina verdreht ihre Augen, als sie das hört, und unterbricht ihren Chef. Da wäre ich mir im Fall gar nicht mal so sicher. Hast du nicht gesehen, was die am Zürich HBA gestellt haben? Der Weihnachtsmarkt heisst dort jetzt Polarzauber. Nicht mehr Christkindli-Markt. Die wollen mich doch alle canceln. Aber Christina, das sind doch alles Habaschuri-Füdli in der Hose. Und schau doch mal in die Welt raus. Eine Krise um die andere. Wer hat da überhaupt noch weihnachtliche Gefühle? Nicht mal ich mehr so richtig. Ach was, jetzt braucht es uns eben erst recht. Wir bringen das Weihnachten, das noch von Herzen kommt, nicht den Kommerz-Scheiß. Und wenn du ehrlich zu dir bist, willst doch auch du weitermachen. Wenn du mal eine Pause brauchst, okay, I get it, keep the talent happy. Aber wenn du fertig bist mit Ayurveda, Reis und Curry, brauche ich dich wieder. Dann heisst es Strohmipflügel und Merry Christmas. Das Ganze muss sie zuerst einmal sacken lassen. In den nächsten Tagen bleibt es mehr Rauch und Christina muss weiterhin beim Pool bleiben. Da ihr das zeitweise aber ein bisschen langweilig wird, organisiert sie sich ein Taxi für die nächstgelegene Stadt. Sie meint, sie sehe nicht recht, wo sie im Tuk-Tuk sitzt. Hängt die tatsächlich ein kleines Christbäumchen am Rückspiegel? Murmelt sie zu sich selber. In der Stadt angekommen, kauft sie sich ein paar Souvenirs, gönnt sich ein Apero und später noch eine Nacht. Weil ihr das Stadtfeeling so gefallen hat, wiederholt sie den Ausflug 2 Tage später. Wieder bringt sie den gleichen Tuk-Tuk-Fahrer hin und später auch wieder zurück. Sie kann bei diesen Fahrten ihren Blick trotz wunderschöner Natur um sich herum nicht von dem kleinen Christbäumchen abwenden. Sie muss jetzt einfach wissen, was es mit dem auf sich hat, und kommt mit dem Fahrer ins Gespräch. Der Fahrer, vermutlich etwa so Mitte 50, erzählt, dass Weihnachten in seiner Kindheit nie ein Thema gewesen sei. Aber das hat sich mit dem überstandenen Bürgerkrieg und mit den eigenen Kindern geändert. Viel zu viel Leid habe das Land wegen gewalttätigen Konflikten durchgemacht. Darum will er und viele andere dafür sorgen, dass man Traditionen aus allen Kulturen einen Platz gebe und sie den Kindern zugänglich macht. So werden Weihnachten und die Zeit drumherum mit einem Plastikbaum, Weihnachtskuchen und Feuerwerk zelebriert. Die Christina muss schmunzeln. Dass da keine Tannen wachsen, ist ihr ja klar. Aber Kuchen und Feuerwerk an Weihnachten, das ist ihr neu. Aber schön findet sie es gleich, wie der Mann das alles mit einem Leuchten in den Augen erzählt. Am letzten Tag der Ferien ist nicht nur Christina, sondern auch der Indische Ozean ein bisschen milder gestimmt. Die Rettungsschwimmer geben das Meer zum Baden frei. Das lässt sich Christina natürlich nicht zweimal sagen und schmeißt sich mit grosser Euphorie in die Wellen. Die sind zwar nicht mehr so bedrohlich wie vor ein paar Tagen, aber zum Christina im Moment von der Unachtsamkeit mit richtig Wumms ans Ufer zurückzuspülen, lange es bei weitem. Auch wenn die Wäschmaschine daheim ein paar Versuche wird brauchen, um den Sand komplett aus den Badsachen zu waschen, Christina ist so glücklich wie schon lange nicht mehr. Um es nochmal ein bisschen ruhiger anzugehen, wechselt sie nach dem Bad im Meer wieder zurück in den Pool. Und wo sie dort so tiefenentspannt auf der Wasseroberfläche treibt, umhüllt sie ein warmes Gefühl. Ähnlich warm wie die dünne oberste Schicht vom Poolwasser nach einem strahlend sonnigen Tag. Sie denkt zurück an die Worte vom Tuk-Tuk-Fahrer.
Und ihr wird bewusst, wie wichtig die wahren weihnachtlichen Gefühle sind. Das Fest so zu verbringen oder zu ignorieren, wie es für einen selber stimmt. Und damit, wenn möglich, ein bisschen mehr Liebe und Frieden in die Welt zu tragen. Ob klassisch mit Christbaum oder eben, und das weiss sie seit dieser Reise, mit Kuchen und Feuerwerk.